Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden sich vor ihm versammeln und er wird sie voneinander scheiden. Wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, empfangt als Erbe das Reich, das euch bereitet ist von der Grundlegung der Welt an. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt euch meiner angenommen. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen zur Antwort geben: Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er denen zur Linken sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch meiner nicht angenommen. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben nicht für dich gesorgt? Dann wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber ins ewige Leben. Braucht es eigentlich noch eine Predigt danach, nach solchem Text? Ich habe mich dann wirklich gefragt, ausgerechnet am 4. Advent, solchen Text nochmal. Und der Text ist an sich ziemlich klar, 6 Werke so von der Barmherzigkeit. Ziemlich deutlich, links, rechts, Schafe. Und auf der Seite die Böcke. Und damit ist an sich alles gesagt, was man irgendwie machen kann. Drinnen, draußen, 1, 0, schwarz, weiß, oben, unten. Und damit passt, glaube ich, der Text an sich auch wahnsinnig gut in unsere Zeit hinein. Weil man sehr genau ja weiß, da hier bei den Linken, da sitzen die nicht so guten Menschen. Und da auf der rechten Seite hier bei euch in der Kategorie, da sitzen die Guten. Und man zeigt so gegenseitig mit den Fingern aufeinander vielleicht sogar und sagt: Herr, ziemlich genau aufgeteilt. Die Frage ist, wer bist du in diesem Gleichnis von Jesus? Bist du ein Schaf oder ein Bock? Also es geht nicht um männlich und weiblich, nur um zu erklären. Also, auf welcher Seite bist du? Und bist dir sicher, dass du auf der richtigen Seite bist? Das ist ja das Erstaunliche in dem Gleichnis, dass alle erstaunt sind, dass sie auf der Seite sind, wo sie sind. Daniel Lipp hat es gerade gesagt, letztes Mal in dieser Serie Between the Advents, zwischen den Adventen, letztes Mal ein Gleichnis, das Jesus ernsthaft und ziemlich klar, jedenfalls vordergründig ziemlich klar macht und uns mitgibt. Und mittendrin sagt er immer wieder diesen Satz: Was ihr einem der geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr einem der geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
Ja, wo haben wir dich denn als geringsten Bruder gesehen? Fragen beide Seiten in diesem Gleichnis und fragen, wir haben das gar nicht mitbekommen. Ja, wann war das denn, wo wir dich als geringen Bruder entdeckt haben sollten? Und dann kommt diese Aufzählung eben, was man alles getan hätte sollen und was die anderen getan haben, ohne es wirklich denn zu wissen. Es erinnert mich so ein wenig an das Gewinnerbild von dem National Geographic, das war ein Bild vom Jahr 2018. Und ich finde das ein ganz interessantes Bild und frage an euch, was siehst du da? Einfach mal anschauen. Die es kennen, die können es für sich behalten. Was kann man sehen? Neun Pferde oder solche Tiere, die irgendwo durch die Steppe reiten. Look, erst beim genauen Hinschauen, ihr müsst vielleicht ganz genau hinschauen, ich zoome ein wenig hinein, erkennt man, dass es letztlich Zebras sind. Zebras, die von oben aufgenommen worden sind und einen großen Schatten werfen. Und man fragt sich, ja was, das waren doch schwarze Esel oder sonst irgendwas. Nein, Zebras. Zebras, die von oben fotografiert sind, aber weil sie von oben fotografiert sind und die Sonne so stand, warfen sie einfach diese Schatten. Und genauer hinschauen lohnt sich. Und so ergeht es wahrscheinlich auch den Leuten in diesem Gleichnis, wo die Jünger hörten das Gleichnis und sagten, ja wie, wo, was. Manchmal muss man mehr genau hinschauen, was wirft denn da den Schatten? Was kommt denn da um die Ecke bei mir hervor? Um dann zu entdecken, das sind vielleicht ganz andere Dinge, die da sind. Um 1200 nach Christus ungefähr, da wurde das Basler Münster vielleicht mit dem ersten romanischen Figurenportal nördlich von den Alpen ausgestattet. Wenn er zum Basler Münster geht, auf den Münsterhügel oben und dann an der Seite hinten zur Pfalz rüber geht, dann entdeckt ihr dieses Portal, genannt auch Galluspforte. Und auf der Galluspforte, da sind ganz verschiedene Figuren drin, unter anderem die törichten und schlauen Jungfrauen, wo die Jannik Schmidt jetzt vor kurzem hier darüber gesprochen hat, mit dem Licht, mit den Öllampen, wo auf einmal ausgeht und so weiter. Und man sieht auch eine Frau mit diesen 6 Säulen von der Barmherzigkeit, so werden sie genannt, aus Matthäus 25. Look, die Kirchenbauten damals, die wurden so gebaut, dass also ein Abbild ist wie vom Himmelreich. Die Kirche sollte so ein Stück so Himmelreich darstellen, reinkommen, wow, und dann wurden Geschichten erzählt und Bilder gemalt und so weiter und so fort. Und so ist auch dieses Portal entstanden, eine Geschichte aus der Bibel. Und die Message ist ziemlich deutlich, du musst durch dieses Portal, um in das Himmelreich hineinzukommen, um in das Innerste von Basel und Münster hineinzugehen, musst du durch diese Galluspforte hindurch. Die Galluspforte, die 6 Werke der Barmherzigkeit, sind quasi wie die Einlassbedingung, dass du ganz innen rein durftest, ins Himmelreich. Das ist so die Symbolik mit dahinter. Aber sind die Werke, wo wir gerade gehört haben, solcher Text, wo drinnen und draußen, rechts und links ziemlich deutlich ist, vordergründig, sind das wirklich Einlassbedingungen fürs Himmelreich? Da Martin Luther, Huldrych Zwingli und andere Reformatoren haben vehement dafür gerungen und gekämpft und gemacht und getan, gesagt, dass andere Texte aus der gesamten Bibel wirklich als die Einlassbedingung fürs Himmelreich sind, zum Beispiel Römer 3. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Und ich rede hier von der Gerechtigkeit vor Gott, die kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Allen, die das glauben. Durch den Glauben an Jesus Christus kommt diese Gerechtigkeit. Leute, die große und schwere Einlassbedingung in dieses Himmelreich, die hat Gott gemacht. Das haben wir gerade hier gefeiert. Und all die Leute haben das bezeugt und gesagt, hey, Gott hat wirklich die Einlassbedingungen erledigt und gesagt, hey, alle sind willkommen bei mir. Ich habe das gemacht. Wir feiern das nächste Woche, die Geburt von Jesu. Und feiern das groß, weltweit. Und sagen, Gott wurde einer von uns.
Und er hat den Weg geebnet zu ihm wieder zurück. Und wir müssen nichts mehr dafür zu tun. Das Einzige ist einfach glauben und bekennen, was die jetzt eben da gemacht haben. Ich glaube das. Ich glaube, dass Gott die Einlassbedingung erledigt hat für mich. Und das ist ein Riesefest, wenn Menschen das erkennen und meinen, ja, ich glaube das. Wir können nichts dafür tun, außer vertrauen und glauben, dass das wirklich getan worden ist. Es ist getan. Du musst es nicht mehr tun. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal wirklich vom Christentum. Es ist getan worden. Und jetzt sind diese Barmherzigkeit-Texte hier. Ja, was machen wir jetzt damit? Die 6 Werke von der Barmherzigkeit, die sind nicht der Schlüssel ins Himmelreich. Und sie stehen auch nicht auf eurer Memberkarte von denjenigen, die sich haben eben taufen lassen. So auf der Rückseite drauf, 6 Werke, Memberkarte, Himmelreich, Einlassbedingungen. Nein, das steht nicht da drauf. Aber der Text gibt uns einen wahnsinnig wichtigen Hinweis. Und just in der Adventszeit, wie die Bürger von diesem Himmelreich leben. Was ein Merkmal ist von Menschen, die vom Himmelreich her leben. Vom Himmelreich her denken und sagen, Nick, lass dich erweichen von der Not der Menschen um dich drumherum. Und zwar diesseits. Weil im Jenseits, im Himmelreich, dermaleins, wird es keine Barmherzigkeit mehr geben. Warum nicht? Weil sie nicht mehr nötig ist. Weil da ist die volle Barmherzigkeit, aber hier ist sie verdammt nötig. Extrem nötig ist hier, dass sie hier gelebt wird, von den Bürgern vom Himmelreich. Dass das jetzt schon passiert. Jetzt denkst du, ja, aber steht so deutlich, dass die einen da links und rechts, oben und unten. Und ganz am Anfang von dem Gleichnis sagt Jesus, alle Völker würden sich vor ihm versammeln und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Das steht ganz am Anfang von dem Text. Und wenn ihr richtig zugehört habt, alle Völker werden sich vor ihm versammeln und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Dann merkt er, hier stehen ja gar nicht einzelne Leute vor dem Gericht. Da stehen Völker. Da steht nicht der Ralf oder der Heiri oder wer, oder Matthias. Nein, da stehen Völker vor dem Gericht. In der Antike wurde Völker immer als Großfamilien gedacht. Und Römer waren zum Beispiel Abkömmlinge vom Aeneas, einer der ganz wenigen von dem Untergang von Troja. Da sollten die Römer von abstammen. Die Israeliten stammten von Jakob ab. Die Juden stammten vom Sohn von Jakob, vom Juda ab. Und die Schweizer, wo stammen die her? Eschkaneas, das ist ein Nachfahre von Noah, so die jüdische Tradition. Und die Völker, das waren so 70 Völker, das war die Vorstellung davon, die stehen hier in dem Gleichnis von Jesus hier vor diesem Weltgericht. Und dann kommt das Zentrale von der ganzen Geschichte und Jesus nennt 6 Dinge, die Werke von der Barmherzigkeit sind. Das erste, hungrige Speisen. Das zweite, Durstigen zu trinken geben. Dann Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen. Und in ganz vielen Gemälden durch die Jahrhunderte haben Künstler das immer wieder dargestellt und gezeichnet. Hey, wie wird das aussehen? Wie sieht sowas aus im alltäglichen Leben? Ich habe euch ein Bild mitgemacht von Pieter van Bruegel, ein niederländischer Maler, ein sehr bekannter. Der hat das sehr deutlich so dargestellt in der damaligen Zeit. Und alle die 6 Werke finden irgendwo auf dem Marktplatz statt, im Dorf. Irgendwo im ganz praktischen, alltäglichen Leben werden Menschen versorgt, werden Leute gereinigt, Leute werden irgendwo hingebracht, es wird Brot geteilt und so weiter. Also die Werke waren wirklich in dem Alltag sichtbar, spürbar, messbar. Da wurde was verändert und hinterher war es besser, wie vorher war. Und das hat der Maler immer wieder versucht so darzustellen. Wenn du jetzt in eine katholische Kirche mal hineingehst, ich habe Ihnen noch so ein Bild gemacht von der katholischen Kirche, dann wird er sehr schnell merken, das sind 7 Werke von der Barmherzigkeit. In jeder katholischen Kirche ist immer die Rede von 7 Werke. Und der Hintergrund von der ganzen Story ist der, dass im Buch Tobit, in Apokryphen, das ungefähr 200 vor Christus in Palästina mal verfasst worden ist, da wird erwähnt, dass der Tobit auch die Toten begraben hat. Und das heißt, schon ganz früh in der Kirchengeschichte ist das eingeflossen in der Tradition, dass man als Werk von der Barmherzigkeit auch Tote beerdigt und sich derer annimmt, bis hin zum Beten für Tote.
Deswegen wird in der katholischen Kirche immer auch 7 Werke von der Barmherzigkeit finden. Schau, und alle die Werke machten in der damaligen sozialen Welt extrem Sinn. Wenn Jesus sagt, schau, einen durstigen Wasser geben, dann überleg dir mal, in welcher Region Jesus das gesagt hat. In einer Region, die sehr häufig sehr trocken war. Wüste drumherum. Und da waren Leute unterwegs und die hatten extreme Durst, die kamen an. Oder Leute fielen unter Räuber, deren Kleider wurden runtergerissen, wie in dem Beispiel vom barmherzigen Samariter. Leute waren so arm, dass sie hatten keine Armenversorgung. Das war ihre soziale Welt. Da drin spricht Jesus hinein. Wenn wir heute sagen, look, gib dem Durstigen Wasser, da kommt einer zu, ich habe Durst, hast du was zu trinken, dann fragt man in der Regel mit oder ohne Blöterli. Rechts gedreht, links gelebt, mit Globuli, mit Zitrusgeschmack, möchtest du noch was anderes haben. Irgendwie, was weiß ich, Evia von da, von dir und dort. Du kannst in den Supermarkt gehen durch 10 verschiedene Wassersorten. Das ist unsere Fragestellung, die wir heute haben. Jeder Brunnen in Basel ist Trinkwasser. Amen. Ja, das ist eine Errungenschaft, Leute. Das ist fantastisch. Aber zur damaligen Zeit war das absolut extrem Notwendiges. Und viele dieser Dinge hier, die hier geschildert werden, sind in unserer Zeit heute, ja, vielleicht mit, ja, kann man auch noch machen. Wir haben AHV, PK, Schwarze Peter, Sozialwerke und so weiter. Wir haben ein Sozialsystem, wo davon lebt, dass wir solidarisch sind. Wir Krankenkasse, die bezahlen, alle einbezahlen, damit andere, die sehr schwer krank sind, irgendwo unterstützt werden können. Ich sage es deutlich, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ist ein Erbe vom Christentum, dass wir so eine Solidarität in unserer Gesellschaft eingebaut haben, wo man damals darauf hinweisen musste und sagen, hey, teil, macht, gib dem anderen was. Was wird Jesus heute sagen, wenn er in die Schweiz käme? Was wären denn heutige Werke der Barmherzigkeit, wo echt aktuell und wichtig wären? Ich bin sicher, er wird kein Wasser erwähnen. Wasser ist wichtig und in manchen Regionen dieser Erde extrem wichtig. Und er wird wieder darüber reden. Aber was wird er bei uns denn sagen? Werke der Barmherzigkeit. Welches Werk der Barmherzigkeit wäre aus deiner Sicht heute besonders notwendig? Die Frage hat man vor einiger Zeit Mitarbeitern von der Caritas und Diakonie in Deutschland gestellt. Leute, die in Pflegeheimen arbeiten, Leute, die palliativ unterwegs sind, Krankenhaus, Altersheime, Suchtberatung, Obdachlosenzentren, Gassenküche und so weiter. Verschiedenste Leute gefragt, was wären heute Werke der Barmherzigkeit? Was denkst du? Und die Liste, die ich euch jetzt gleich zeige, die stammt nicht von mir, sondern von Ihnen, von all den Leuten, die das machen und irgendwo im Bereich tätig sind, die sich bewusst entschieden haben, karitativ zu wirken. Hier die Liste. Ganz zu oberst steht, und es ist keine Prioritätenliste, sondern einfach eine Liste, einem Menschen sagen, du gehörst dazu, heutige Barmherzigkeit. Menschen sagen, du gehörst dazu. Und ich würde vielleicht ergänzen an dem Punkt, anderen Menschen die Hand ausstrecken. In Zeiten, wo viel mit Fingern gezeigt wird. Nach links, nach rechts, dies und jenes. Menschen die Hand ausgestreckt wird und viele von diesen Mitarbeitern sagen, in unserem Klima von der Gesellschaft, wo immer mehr in einer Bubble gedacht und gelebt wird, die Hand auszustrecken, wo Menschen sind, wo man sonst vielleicht gar nicht so richtig Kontakt zu hat. Und den Mut zu finden, zu anderen hinzugehen. Hey, du hörst dazu, du hörst auch zu dieser Menschheit. Und Kirche soll ein Ort sein, wo andere hinzugehören. Wo jeder nicht nur willkommen ist, sondern wir laden ihn ein, hier Teil zu sein. Teil von einem Erlebnis vom Reich Gottes zu werden. Ich habe vor kurzem eine Story hier im ICF mitbekommen, wo einer hier im Gottesdienst war, der schon viele Jahre nicht mehr hier im Gottesdienst war. Aber früher im ICF war, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und auf einmal wieder aufgetaucht ist mit dem Kollegen und dann zweimal sogar aufgetaucht ist und eine andere Person, die hier im ICF schon ganz lange dabei ist. Und die Person hat, ich muss ergänzen, die Person hat nicht nur gute Zeiten in unserer Kirche erlebt.
Manchmal wegen Vorurteile, manchmal wegen anderer Meinungen und so weiter, weil die Person so und so ist und so weiter. Am Ende vom Tag ist die Person vor kurzem, die schon lange dabei ist, auf die Person hingegangen und hat gesagt, hey, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich wieder zu sehen. Und entschuldige für all das, wo wir dir vielleicht angetan haben, gesagt haben oder gedacht haben über dich. Ich entschuldige mich dafür. Aber du bist willkommen, herzlich willkommen wieder. Das ist ein Werk von der Barmherzigkeit, Leute. Da passiert ein Stück Reich Gottes Kultur vom Himmel hier. Der zweite Punkt, ich höre dir zu. Die Mitarbeiter meinten alle, look, in unserer Zeit ist es extrem wichtig, dass wir lernen, wieder zuzuhören. Obwohl wir so viel Kommunikationsmittel haben, haben wir kaum Zeit, wirklich mal hinzusitzen oder zu stehen und zu warten. Erzähl mal deine Story. Was beschäftigt dich eigentlich gerade? Ehrlich. Die Fähigkeit zuzuhören, das Werk von der Barmherzigkeit. 1925 wurde in Basel die Gastroseelsorge ins Leben gerufen. Die existiert heute noch. 100 Jahre Gastroseelsorge. Ihr seht es gleich eingeblendet. Frau Bischof, damals die Direktorin vom Hotel Basler Hof, hat das gegründet, weil sie auf einer Tagung war in Deutschland, christliche Tagung für Angestellte im Hotel und Gastronomie. Und man sah die Notwendigkeit von den Männern und Frauen, von den Köchen und Bediensteten, dass sie einen Ort haben, wo andere zuhören. Und die Basler Gastroseelsorge hat sich das Motto gegeben, wer täglich anderen zuhört, soll selbst ein offenes Ohr erleben. Und sie gehen in den Beizen hinein, reden mit dem Beizer, reden mit den Angestellten, nehmen sich Zeit. Neulich war die IGEHO. Ich bin noch nie im Leben auf so einer Gastromesse gewesen. Ich bin da hingegangen und bin da umhergelaufen. Großküchen kann man kaufen. Ich habe alles Mögliche irgendwo degustieren können. Bier gab es zum Degustieren, Wein natürlich, bis Whisky und Gin. Aber dann konntest du auch Spülmaschinen kaufen, alles Mögliche. Alles, was mit Gastro zusammenhing. Und mittendrin war auch Gastroseelsorge mit einem ganz großen Stand. Hürli mal Bier, konntest Bier trinken, sitzen. Die Tische waren dauernd besetzt, andauernd gingen Leute dahin. Es waren alle Leute, die irgendwo im Gastro-Teil tätig waren. Anderen zuhören, Zeit zu nehmen, ist ein Werk von der Barmherzigkeit, wovon uns als Kirche, denke ich, das wäre eine Kernkompetenz, zuzuhören von uns. Das Dritte, ich rede gut über dich. Ein drittes Werk von der Barmherzigkeit, andere nicht entmenschlichen, so habe ich es vielleicht erwähnt. Wir kennen das alle, wenn wir mit anderen Menschen zusammenreden, die eine andere Meinung haben, anders sehen, anders glauben, anders fühlen, anders denken. Mit der Zeit wird nicht mehr nur gut übereinander geredet. Und ich bin selbst einer, wo mich ab und zu mega aufregen kann. Und denke einfach, wie können nur alle so bekloppt sein und nicht so normal wie ich? Weil wenn alle so wären wie ich fände die Welt besser. Meine ich. Meine Frau, die schaut jetzt zu, die ist nicht da, ist anderer Meinung. Sie findet nicht, es sollten alle so sein wie ich. Obwohl ich immer noch in mir denke, das wäre nicht schlecht. Look, gut über andere zu reden, auch wenn sie anders denken, anders glauben, andere politische Meinung haben. Und sie nicht entmenschlichen, sie zu Art Tieren zu machen und alles Mögliche. Das muss von uns, vom Reich Gottes, von den Bürgern vom Reich Gottes ausgehen. Wir reden gut über einen anderen. Wir reden menschlich über einen anderen, obwohl wir vielleicht ganz anderer Meinung sind. Ich gehe ein Stück mit dir, ein vierter Punkt, wo die Leute genannt haben. Look, manchmal braucht es Leute, die einfach an deiner Seite stehen und ein Stück Lebensweg mit dir gehen. Und die Mitarbeiter von der Caritas Diakonie sagen, es braucht viel, viel mehr Menschen, die sich Zeit nehmen, einfach mit dir ein Stück Weg zu gehen. Weil ein Rat nicht mehr hilft. Manchmal muss man einfach zur Seite stehen, schweigend, einfach sagen, ich bin bei dir. Mir kannst du anrufen, ich komme und vielleicht sitze ich einfach eine Stunde neben dir und schweige, wenn das notwendig ist. So wie eine kleine Gruppe von uns hier, Männern, die zurzeit einen Familienvater begleiten, der, wenn nicht ein Wunder passiert, der vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten sterben wird. So treffen sie sich regelmäßig immer wieder mit diesem Mann. Helfen sogar, die Todesanzeige vorzubereiten.
Das ist ein Werk von der Barmherzigkeit. Ein 5. Werk. Ich teile mit dir. Der Daniel Lippe hat so viel jetzt schon gesprochen über Reach, Beyond, warum Teilen notwendig ist. Ja, wir können teilen. Wir können teilen. Und wir sollten teilen. Geld, Wohlstand, alles Mögliche. Großzügig, muss man nicht viel zu sagen. Wir können teilen, macht's. Das 6. Ich besuche dich. Caritas-Mitarbeiter sagen, wir brauchen Leute, die andere wieder besuchen. Einfach Zeit nehmen. Geh mal nach anderen nach Hause. Meine Erfahrung, wenn du nach anderen nach Hause gehst oder Leute zu dir einlädst, hey, du siehst in ihrem Leben hinein und du merkst auf einmal, hey, so findet das Leben statt. Das ist ein Werk von der Barmherzigkeit, wo von uns als Bürger von dem Himmelreich ausgehen sollte. Und was Letztes, ich bete für dich. Interessant, dass das fast alle Mitarbeiter auch sagen, beten für andere. Auch wenn du gar nicht an Gott glaubst. Immer wieder wird gefragt, bet für mich. Ja, wir beten für dich. Und ich möchte dich ermutigen, sprecht das ruhig mutiger aus, auch in der Nachbarschaft, in den Kollegen und so weiter. Hey, ich bete für dich, einfach so. Meine Frau ist kürzlich in der Straße hingegangen zu einer Nachbarin, wo wir wenig Kontakt haben, haben wir was hingebracht und einfach ein Kärtchen drauf geschrieben, ich bete für dich. Mir ist das immer so ein bisschen peinlich, wenn ich das mache. Ich denke immer, ich brauche Mut dafür. Ich brauche selbst Mut dafür, das zu sagen. Und wenn du heute hier drin bist, sag das deinen Nachbarn, den Kollegen. Sprecht den Mut aus. Die meisten Menschen reagieren positiv daraus. Wenn du hier mit dem Partner oder Partnerin bist, dann sprech das gegenüber deinem Partner aus. Ich bete für dich. Wenn du Eltern bist, dann sprech das für deine Kinder aus. Sag, ich bete für dich. Ich bete für dich. Ich als Großvater sage das sogar zu meinen Enkelkindern, zu meinen Großkindern. Ich sage ihnen, ja, ich bete für dich. Manchmal gucken sie mich an, kriegen gut sie. So als Reaktion, vollkommen random. Wirklich, was soll das? Ich bete für dich. Nein, Stocki. Wir feiern in 2-3 Tagen die Geburt von Jesu. Geboren im Stall, in Bethlehem, in der Kaschemme, einfaches Haus. Und das werden wir miteinander hier auch im ICF feiern. Ihr werdet daheim feiern. Man beschenkt sich aufgrund von der Geburt von Jesus, dass Gott zu uns kam. Und wirklich diese Brücke geschlossen hat, gesagt, es wird alles getan. Ich werde einer von euch. Am Ende heißt es von Jesus, nicht geboren in Bethlehem, sondern es wird heißen, Jesus von Nazareth. Das steht am Kreuz am Schluss. Jesus von Nazareth, König der Juden. Das steht am Ende von seinem Leben. Leute, und das, was da am Kreuz steht und in Bethlehem begonnen hat und wir feiern miteinander und hochhalten, das war das Programm von Jesus. Und das hat wirklich einen Zusammenhang mit dem 4. Advent, mit dem Text, den wir gerade gelesen haben. Die ersten Jünger, die nannte man Nazarener. Die nannte man nicht Christen, sondern die wurden tatsächlich als Nazarener angesehen. Es gibt heute noch eine Kirche weltweit, die Kirche des Nazareners. Wenn man ihn festmachte, Jesus an Nazareth, Jesus aus Nazareth, das ist nicht einfach so ein geografischer Ort, das hat noch mehr zu sagen. Und dieses kleine Nazareth war ein kleines Dorf, ziemlich bescheidene wirtschaftliche Entwicklung. Einwohner waren Bauern, Fischer, weit weg von Jerusalem, vom pulsierenden religiösen Leben. Nazarener galten bis rückständig, unzivilisiert. Manchmal nannte man sie auch Barbaren oder unheilige Leute, die sich mit dem Religiösen nicht so richtig auskannten, auch kein Geld hatten, Wallfahrten zu machen, wahrscheinlich auch heidnische Einflüsse sie geprägt haben. Und schließlich, sie sprachen diesen unvergleichbaren Dialekt, Galiläisch. Das war dann hinterher bei Petrus und den anderen dann schon noch mal ein Thema. Da haben mich doch erkannt, du kommst aus Nazareth. Circa 400 Leute, schätzt man, war Nazareth damals groß. Den größten Teil seines Lebens verbrachte Jesus in Nazareth. 30 Jahre, wo man nicht richtig weiß, was alles da stattgefunden hat. Jesus kein Überflieger, nein, geboren in so einer Krippe, aufgewachsen in einem schießkleinen Dorf. Tekton nannte man ihn.
Sohn von einem Zimmermann. Tekton, griechisch, war dann Bauhandwerker, Bauhelfer, Bauhandwerker. Und seine Eltern haben ihn wahrscheinlich in diese bescheidene Frömmigkeit eingeführt, die damals in Nazareth stattfand. Und mit dem Blickwinkel hat Jesus das Leben kennengelernt. Mit dem Blickwinkel. Kranken, die ausgegrenzt wurden, Arroganz von Wohlhabenden, starke Steuerlast. Auf die Nazarener wurde runtergeschaut. Warum? Weil sie einfache Leute waren. Nathanael fragt es mal, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Wie kann da überhaupt einer herkommen? Einer hat es mal so ausgedrückt, ein Theologe so gesagt, Nazareth ist nicht einfach die geografische Bezeichnung, wo Jesus herkommt. Nazareth ist ein geistlicher, theologischer Ort. Warum? Das ist kein Zufall, dass Jesus in Nazareth aufwuchs. Von so einer Krippe irgendwann in einem kleinen Dorf war, wo so viele arme und unterdrückte Leute waren. Da hat Jesus all die Beispiele gesammelt. Samen, Ernte, Unkraut, Weizen. Ein Sohn, der den Vater verlässt und alles durchbringt. Eine alte Frau, die ihr letztes Schärflein, ihre Münze verloren hat. All das fand in dem Dorf statt. Die Lilien auf dem Feld, der Sauerteig. In Nazareth hat Jesus die Härte vom Leben gelernt. Unter Menschen, die sich was versprechen und nicht halten. Unter Menschen, die eben nicht auf der Sonnenseite unbedingt standen. Und mitten dem hat Jesus sein Abba, sein Vater, erlebt. Die Güte vom Vater, der über Gut und Böses regnen lässt. Sagt ja. Und der dem verlorenen Sohn verzeiht. Und dieses Schaf sucht. Und auf der Grundhaltung hat der damals Jesus prophetisch angefangen zu reden. Das Reich Gottes hat nichts mit diesem Reichtum, Macht und Herrlichkeit dieser Welt zu tun. Das Reich Gottes gründet sich nicht auf Ehre, Macht und Reichtum, sondern durch uneigennützigen Dienst an den Armen, an den ausgeschlossenen Leuten. Und Jesus betont immer wieder, die Armen und hohen Priester, nein, nicht die besonders Frommen sind Gott besonders nah, sondern die Armen und die Ausgeschlossenen, in materieller, aber auch in spiritueller Hinsicht. Und Gott wendet sich denen zu. Und das wurde Jesus sogar negativ ausgelegt. Du treibst dich mit diesen Halunken umher, mit den Nazarenern, mit denen eben, die nichts haben. So. Leute, nach der Auferstehung werden die Jünger von Jesus angewiesen, sie sollen nach Galiläa zurückgehen. Wieder in diese Region zurückgehen, wo sie herkommen. Dort, heißt es, dort werdet ihr Jesus finden. Und das gilt heute auch noch. Geht dahin, an die Orte, wo die geringsten Brüder und Schwestern sind. Betet für sie, reicht ihnen die Hand, besucht sie, macht eure eigene Tür auf, teilt mit ihnen. Geht zu den Hinterwäldlern, zu den Verachteten, zu den andersdenkenden Glaubenden, geht zu denen hin, reicht die Hand zu denen. Das ist der zentrale geistliche Hinweis, wo Jesus zum Schluss macht. Geht an den Rand, schaut dahin, geht in eine Provinz, wo man nichts Spektakuläres erfahren wird und ihr werdet mich entdecken. Und dann spitzt Jesus das in dem Gleichnis zu und damit sind wir am Ende. Und macht deutlich, Unbarmherzige haben im Reich Gottes keinen Platz. Das sind keine Bürger vom Himmel. Wenn es keine gute Nachricht ist für die geringsten Brüder, dann ist es keine Nachricht von der guten Nachricht von Jesus. Dann hat es nichts mit dem Jesus zu tun. Und da kann man noch 25 Songs von Jesus singen dabei. Und die Hände heben und was weiß ich auf die Knie fallen. Wenn es keine gute Nachricht ist für die Geringsten, dann ist es nicht die gute Nachricht, die Jesus gebracht hat. Was er einem der Geringsten getan hat.
Das habt ihr mir getan. Ich zeige euch nochmal das Bild vom Zebra. Die letzten Minuten sollen einfach dem gelten. Ich möchte euch mit aufrütteln und sagen, hey Leute, schaut genau hin. Wo gibt es so Zebras zu entdecken? Wo kannst du in der nächsten Zeit vielleicht deine Hand ausstrecken? Auch den schrägen Leuten mal. Wo kannst du einem sagen, du gehörst dazu? Obwohl viele andere finden, der hört gar nicht dazu. Doch, du gehörst dazu. Du gehörst dazu. Reich Gottes meint auch dich und will dich auch inkludieren. Jesus hat alles getan für dich. Hey, du bist eingeladen. Ich bin bereit, ein Stück Weg mit dir zu gehen. Ich teile mit dir. Ich besuche dich und ich bete für dich. Nehmen uns einen Moment Zeit. Vielleicht redet der Geist Gottes zu dir und bringt dir einen Menschen in den Sinn. Vielleicht redet der Geist Gottes durch etwas anderes. Aber man denkt, ein Nachbar, Kollege, was auch immer. Dann nimm das ernst. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Und ich bete noch mit uns. Geist Gottes, möchte ich bitten, dass du weiter zu uns redest, uns Menschen in Erinnerung bringst, Situationen wach machst, wo wir die Hand ausstrecken sollen, wo wir einen umarmen sollten, wo wir teilen oder einfach schlicht und weise beten müssen. Andere besuchen. Mach uns kreativ, mach uns neugierig. Danke, dass du das in uns hineingelegt hast. Und danke, dass du auf die Welt gekommen bist, als Diener und alles gemacht hast. Und Jesus, wir möchten Gas geben, dass Barmherzigkeit nicht einfach ein schönes Wort ist, sondern hier im Diesseits noch erlebt werden kann. In deinem Namen beten wir. Amen. In dem Sinn, schöne Weihnachten.